Hallihallöle, ich bin's, euer Blasteingenieur. Und da heute gucken wir uns transparent blaue Blasterlers an. Wir haben uns schon transparent grüne und transparent weiße. Klar, also einfach transparente, ohne Farbe. Auch guckt, findet ihr Videos unter, wenn ich dran denke. Wenn nicht, haben wir vor ein paar Wochen gemacht, findet ihr auf meinem Kanal. Mal gern vorbeigucken nach dem Video, gucken, was ich sonst noch so gemacht habe. Heute gucken wir uns auch der erste Blaster, den ich je gebaut habe auf dem Kanal, und das erste, also der Blaster aus dem ersten Video, so rum an. Er sieht nicht mehr ganz so aus wie im ersten Video, weil man guckt sich Dinge an und will Dinge verändern. Aber jetzt, Schuld, Feuer, ab. Und nochmal. Und nochmal. Ja. Gucken wir uns ein bisschen mächtigere Blasterlers an. Da haben wir so Mega-Dingens. Das hat einen Haufen Schmutz, den sehe ich gerade. Das hat so integriertes Magazin. Das haben wir so viel drin. Da, Pfeile rein. Aber ihr seht so ein bisschen Nachteil an transparente Blasterlers. Das Kunststoff ist jetzt nicht so das Beste, das musste da noch schon ein bisschen kleben. Und da seht ihr auch ein Knocks. Ein Knocks. Und ja, vielleicht waren das die letzten Schüsse aus dem Blaster sein. Aber die machen wir zusammen. Ui. Und nächster. Und nächster. Und leer ist. Aber ich hab zum einen den da noch. Den muss man da richtig hineinquetschen. Und den da. Das ist Mega Blaster mit integriertem Magazin. Ich glaube, ich habe keinen Mega Blaster mit externem Magazin. So, jetzt ist leer. Da haben wir das. Ui, das ist die Magnus. Da steht's, Magnus. Mega Magnus. Das ist mega mächtiges Blasterle. Dann, wo machen wir weiter? Aber wenn wir schon bei Nerf sind, machen wir Nerf voll fertig. Also, ne, wobei, weiß ich nicht. Aber, ja, da seht ihr, mein transparent blauer Retaliator. Gut, das Magazin ist schon Worker. Sieht einfach besser aus. Wie so orangenes Magazin. Und den Frontgriff habe ich weggemacht, der ist irgendwo da im Archiv. Und ich habe beim besten Willen keine Lust gehabt, den dafür rauszusuchen, weil ich finde den einfach nicht hübsch. Das ist einfach, ich mag solche Griff. Ja, da habe ich ein paar Blaster entgrifft. So. Die klingt schier. Das wäre irgendwie besser, wenn die Klappe offen wäre. Einen haben wir noch, oder? Haben wir zwei. 3, 4. Ne. Mag die Riken und die Retaliator. Das sind einfach. Die klingen einfach schön. Das macht Spaß. Den Spanschlitter da. So, das müsste jetzt der letzte gewesen sein. Ja, wie wenn ich es zählt hätte. Das kann man gar nicht entladen. Ich meine, die Anbauteile kennt ihr ja. So. Keine Ahnung, ob man transparent blauer Retaliator auch mal modifizieren sollte. Wenn ich mal eine günstig finde. Bin gerade im Überlegen, was für Innereien man da reinbauen sollte. Von der Farbe her. Mein Giftgrüne, Riken, CS6. Da habe ich silberne Teile reingebaut. Da hat das Orange aber noch recht gut passt. Da müssen wir gucken, dass man das ganze Orange wegkriegt. Ja, das ist, wenn ich jetzt lang rede, kriege ich immer noch 5 neue Projekte pro Video. Und
potenziert sich. Das ist. Der Mechanismus sieht auch cool aus. Ja. Soll ich nur verstehen, was da was macht. Ich mag einfach transparente Bleister lassen. So. Dann machen wir den ersten Blaster, den wir auf dem Kanal hatten, zum Schluss. Oder machen wir. Naja, der liegt jetzt noch schon so schön. Wir haben da Prophecy. Das ist, die mal kurz auf die Seite packen. Und dann das da. Es ist so quasi die Worker-Version von einer Retaliator oder von einer Riken. Aber halt irgendwie nochmal um einiges mächtiger. Ich meine, gut, die ist nicht ganz so stark, weil die habe ich irgendwann mal dafür ausgelegt, dass sie halt einfach auf ein Ziel auf 3-4 Metern vorne schießen kann. Da muss das nicht ganz so stark sein. Aber die sieht schon mächtig aus, oder? Da vorne silbernes BK mit blauer Umhausung. Das Teil habe ich nicht selber entwickelt, aber die Teile habe ich selber entwickelt. Den Pumpgriff habe ich selber gemacht. Und dann haben wir innen drin noch. Ja, so rum was. Das da, das war das müsste dasselbe sein wie von der Streif, nur ein bisschen länger. Und dann seht ihr blaue und silbrige Teile. Und ja, also silbriges Röhrle und ein silberner Schlitten. Und der Horner, das ist blau. Trigger ist silber. Den gibt es leider nicht in blau. Und das da ist immer noch rot, weil das gibt es auch nicht in blau. Es ist irgendwann mal, wenn Worker mir so einen Gefallen dort tät. Das wäre schon cool, da mehr Teile in alle möglichen Farben rausbringen. War nicht richtig zu. Jetzt ist leer. Ah, die ist nicht ganz so stark. Das ist auch okay. Dann macht sie nicht so viel Krach. Das war so die Hauptintention dahinter. So, dann haben wir das. Ich meine, ich verlinke euch die ganzen Videos, wenn ihr dran denkt, unten. Findet ihr auch Playlist auf meinem Kanal, alles. Also habt das alles sauber organisiert. Ich meine, ingenieursmäßig halt. Aber zum Schluss noch ein Worker, aber zwischendrin noch was anderes. Auch ein bisschen Fortnite. Da habe ich auch schon mal ein separates Video dazu gemacht. Die habe ich mal gefunden. Und ja, die musste ich einfach haben. Ja, ich will nicht leugnen, dass ich so eine Leidenschaft habe. Das habe ich jetzt schon, ich glaube, ein paar Mal gesagt. Und da ist das auch transparent. Was ist das Lama da? Ne? Ich habe noch selber noch nie Fortnite gespielt, aber die Nerf Blaster dazu finde ich halt so cool. Weil die sieht so ein bisschen, die sieht halt einfach cartoonmäßig aus. Und vor allem noch zusätzlich transparent. Also da konnte ich nicht widerstehen. Da sind jetzt keine Batterien drin. Das ist auch. Also mal abgesehen von der Optik ist ein langweiliger Nerf Blaster. Aber die Optik sieht halt cool aus. Und deswegen habe ich mir die gekauft. Ja. Man kann sich auch darauf fokussieren, die eigenen Blasters weiterzubauen. Aber das eine geht mit dem anderen irgendwie zusammen bei mir. Also das. Ja. Und dann haben wir. Einer reicht ja nicht. Wir haben einen zweiten transparenten Fortnite Blaster. Und da gibt es noch einen dritten in der Reihe. Und der fehlt mir leider. Das ist so. Desert Eagle Verschnitt irgendwie. Und wenn da jemand einen hat, der mir verkaufen möchte, das fände ich cool. Rakete. Und die ist gnädig, die kommt wieder zurück. Und nochmal Rakete, das muss ich nicht zurückkommen. Da kann man. Gut. Das kann man hier auch machen. Das Visier. Gott, das vorne. Oh, ja, Gott auch. Das Zielvisier hinter und vorne runterklappen.
Das sieht aber besser aus, wenn es hochklappt ist. Das kann man da auch machen. Das ist wahrscheinlich von Transport, dass das nirgends aneckt. Aber ja, nicht ganz so notwendig. Das haben wir da. Und dann haben wir noch einen Blaster, an dem ich auch viel bastelt habe. Zum Schluss noch mal Workers Blasterle. Das ist mein Swordfish. Ganz in Blau. Gut, abgesehen von dem Trigger. Der ist silbrig und hat ein bisschen. Ja, ich habe sogar alle Kabel in Schwarz. Das ist dann, wenn das irgendwann jemand anderes mal reparieren möchte, ein Graus. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Ich habe halt einfach ein Eu-Kabel, ein Bändel noch gemacht. Das war dann für den Moment das rote Kabel. Das andere habe ich halt so gelassen. Und so konnte ich dann Plus und Minus unterscheiden. Und zum Schluss habe ich die Bändel weggemacht. Es geht einfach nicht. Ich meine, gut, ich hätte auch grau und schwarz nehmen können, oder blau und schwarz, aber ich finde, das in eurer Farbe sieht cooler aus. Und das ist die Hauptintention dahinter. Da seht ihr, habt ihr die ganze Schiebereinheit geändert. Den Trigger habe ich fertig gekauft. Das habe ich auf Thingiverse gefunden. Die Doyle, dass das da einfach ein sauberer Übergang hat, dass da nicht so ein Spalt ist, habe ich gemacht. Dann da Hanne, was reingesetzt. Einfach, weil ich es kann. War noch mein Blaster-Ingenieur. Auf der anderen Seite dasselbe. Oh, da den Übergang und da Hanne. So. Und der Hammer. Da vorne. Ja, das habe ich glaube ich irgendwann für die Streife schon gemacht gehabt. Das habe ich dann da dafür anpasst. Und ein B-Car. Und hat das Ding einen Lauf. Das ist ein recht präzises Blaster. Das hat so Valkyrie-Motoren und ist für Dinge IMS ausgelegt, also für 3 Stück. Das ist ganz einfach, das ist Batteriefach. Das ist mein Magazin, dass ich nicht gegen die Kamera hau. Dass ich das Batteriefach nicht zu sehr modifizieren musste. Weil, ja, die Leute da, die hätte da irgendwie was denken können. Und konnte so Batteriedinger reinmachen können. Dann, also das gleich von Lipo auslege. Aber so habe ich es halt dann so gemacht, dass das mit ihm ausgeht, weil ich wollte das nicht modifizieren. Das sieht noch einmal gleich so ruckzuck so schäbig aus. Und die Schiene ist noch oben drauf gekommen. Die hatte ich noch rumliegen. Das sieht aber auch gut aus ohne. Da müsst ihr irgendwann mal noch ein Zielvisier oder sowas drauf montieren. Auch in Metallic Silber. Das wäre vielleicht noch irgendwann mal was. So, wo ist das Deckel jetzt nachgefallen? Das würde ich gerne wieder drauf machen. Damit wir da ein schönes Abschlussbild haben. So, dale. Und ich finde die Swordfish einfach schön. Es ist ein ruhigerer Blaster wie die Streif. Ich meine, ruhiger von der Optik hätte ich es gemeint, aber auch vom Klang gut. Bei der Streif, die habe ich für 3S Lipo ausgelegt. Das ist bei dem Blaster halt nicht so. Das heißt, also deswegen ist die ruhiger. Die Valkyrie-Motoren sind halt durch das, dass sie halt nicht so die Drehzahl haben, ruhiger. Verstellbare Schulterstütze, warum auch nicht. Man, schade finde ich, dass das Chris Vector Kit vorne nicht so richtig an die Swordfish passt, also dass die Konturen nicht ganz und das dann auch, man, die ist halt nicht symmetrisch an der Stelle. Und da deswegen habe ich das vorne nicht verwendet, sondern nur den Teil. Magazin ist immer noch für ganz lange Pfeile. Der Blaster ist auch noch für ganz lange Pfeile. Da haben wir da noch Spannungsanzeige, die ich montiert habe. Mit Taschenstelle da. Brauche halt eine Batterie dafür, dass das Spannung anzeigt. Klar, brauche eine Spannungsquelle zum Spannungsmesser. Das war jetzt die Weisheit des Tages vom Herrn Ingenieur. So, haben wir die blaue Blaster auch mal angeguckt.
Und dazu habe ich glaube auch schon Schusstest gemacht auf dem Video. Zudem habe ich viele Videos gemacht, Die Retaliator findet ihr ab und zu mal, aber die ist halt noch Serie. Da hat sich noch. Die ist immer wieder bei Vergleichsvideos mit Riken und Retaliator irgendwo dabei. Müsste ich gucken, ob ich die ganzen Videos finde, wo die dabei ist. Aber die ist halt Serie, das heißt, die ist optisch interessant. Macht zum Schießen spaßig, aber ist nicht irgendwie. Ja, nicht, das haut einen jetzt nicht vom Hocker. Aber das könnte man vielleicht noch machen. Und irgendwie. Silber wird sich da halt anbieten, weil da ist schon recht viel Silber, das ganze Innerleben Silber zu machen. Gut, der Hanna ist halt noch. Das ist noch das in Orange. Und das habe ich bei der Streifen mal versucht, das wegzukriegen. Gut, man könnte es auch einfach weiß lackieren. Das wäre auch eine Möglichkeit. Und hinter das kann man auch aufschrauben, weiß lackieren, oder zusammenbauen. Das sind so Dinge. Das Ding vom Magazin, um das Magazin rauszutun. Und das Röhrle, das kriegt man Silber. Das habe ich sowieso schon mal designt für die Streif. Das ist dasselbe. Dann wäre da bloß noch die Front. Ja, nächstes Jahr ist auch noch Jahr. Wir brauchen nächstes Jahr auch Projekte. Für das Jahr habe ich genug Projekte und das Jahr ist ja auch schon. Schreitet zügig voran. Der August ist jetzt auch, glaube ich, schon halbe durch. Also, wenn ihr bis ihr das Video seht. Und ich habe noch einiges. Ich muss noch eigene Federless Blaster bauen und Zeugs, was ich mir vorgenommen habe. Also, da ist schon einiges. Also, kurz gesagt, wenn euch Blasters interessieren und Blaster-Modifikationen, Abo lohnt sich. Da Kommentare lohnt sich, da einen Austausch zu treten und Ideen da zu lassen. Fürs nächste Jahr sammle ich jetzt schon Ideen. Also wenn ihr da Ideen habt, ab in die Kommentare. Dann, da bin ich jetzt noch offen. Habe ich noch kein richtiges Sammelsurium erstellt, was ich dann so vorhab. Aber ja, müssen wir noch machen. Von daher, wenn ihr da sagt, hey, der Ingenieur, das könnte er machen, oder das würde ich gerne mal sehen, oder das wüsste ich gerne, wie es geht, dann einfach mich dazu motivieren, mich begeistern und zeige, dass ihr das sehen wollt. Dann gucken wir, vielleicht mache ich dann ein paar Monate mal ein Video, wo ich die ganze Idee sammle. Das soll ich öfters in Videos bewerben. Vielleicht mache ich da mal ein Special dazu, dass ich da einfach einen Aufruf dazu. Ja, aber damit lassen wir es gut sein. Ihr wart gut unterhalten. Und ich wünsche euch dann viel Spaß beim Blästern. Euer Blaster-Ingenieur.